Für die Pilgermass von den elere Leid begrüßen sich aus der Kathedral. Es singt die Choral Dom Réunie Lützeburg, Dirigent aus den Jos Schuster, Organist de Patrick Colombo. Wir sangen den Introitus Ave Spes Nostra, e Kyriale vom Majoscho Nummer 24, Alleluia vom Mozart, O Patrie Patrona, Let there be peace on earth, und als Schlusslied Leif Mam, ich weiß nicht zu sagen. Masket präsidiert vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Am Namen Pap a vom Jong a vom Heilige Geist. De Frieden sief mat ihrsch. Ganz herzlich willkommen an der Kathedrale. Bienvenue en notre cathédrale. Ich will auch die begrüßen, die daheim an den Altersheim, an den Spitälern, mit uns verbunden sind, und mit uns mitbeten. Wenn ihr so an die Kathedrale kommt, also eine große Aufregung damit verbunden.
dass alles ernst ist wie sonst, muss es sich fleißen, muss es sich trommeln. Allo ist der Moment, wo wir all die Unruhe können auf der Seite lassen. Wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Parce que dans cette messe, Dieu notre Père veut nous faire communier par l'Esprit Saint à la mort et à la résurrection de son Fils. An als Leefträchterin, die ist dabei. Sie ist da für jeden Verein. Ave spes nostra, sief gegrüßt als Hoffnung. Zu mehr wie 350 ile Leute mit ihren Begleiter sie mit der Mittigkeit zu summen, für uns patronisch für Stader Land oder derwisch soen als Mam, als zu wenden, an hier als Ulayes 4 zu lehen. Auch über Tele werden viele Menschen mit uns verbunden sind. An hinnen gilt diese besonnische Gedanken a groß. Die an mir gehören zu summen, mir sie verbunden mit denen, auch über Grenzen von den Mauern von der Kathedrale heraus. Zu all Alter fühlt den sich Schickezuren zu enger Platz, wo es schön ist. Zu enger Person, die engem no lauscht hat, bei der in sich Geburge fehlt. Mir und ich habe vier Altor eng Mam mat Brot, die Gebirder von ihre Kanner heiert. Hei bei dieser Mam mat ihre Kanner können mir die Schönheit vom Glauben erleben. Eng Schönheit, die es drohen kann. Dieser Moment hier an der Kathedrale ist wichtig für uns all. Wir sind als Gemeinschaft zusammen. Wir haben den anderen. Wir lauschen auf das, was wir spüren, aber was wir ulasten zu drohen haben. Ma, wir bleiben nicht dabei stehen. Wir führen als Maria, als Hoffnung, als Trägerin, die de wem mit uns geht, so wie wir miteinander Weh sind. Sie feiert uns beide Jesus, hien, den als Leben echt hält, hien, den als Leben heilen kann. Was kann hele sie für uns? Hele kann sein, dass sie gesund geht. Hele kann sein, dass sie über sein Leben schwätzen kann. Hele kann sein, dass ein neue Vue auf sein Weg kriegt und dass der Weg dadurch mehr Licht geht. Hele kann sein, dass sie nicht mehr an das denkt, was belastet, weil ihn ein Fried aus seinem Herz entdeckt. Hele kann sein, dass eine Hand meine Hand hält. Hele kann sein, dass ihn die lang ist, eine neue Gemeinschaft findet. Hele kann sein, dass Maria, Mam und Trägerin, Eis bei der Jesus feiert. Hele kann sein, dass wir Kraft am Gebet bei Gott geschenkt kriegen. Frohe wir um Heilung von allem, was uns belastet, am Gesang vom Kyrie.
Herr Gott, eise Pap, du bist barmherzig, du geseis alltrost. Der Junge Kreuz Maria sing Mam auch eis zur Mam gehen. Lauscht beis Patrinisch, die für euch schwätzt. Als schenk eis an all Not, dein Trost an den Hilf. Dafür bimmer, durch Jesus Christus, dein Jung, eisen Herr an eise Gott, den an der Einheit vom Hellischen Geist mit dir lieft, an Herr as an all Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien: Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Und Jesus sagte zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie antworteten: Ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: Wie ihr geglaubt habt, so soll euch geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Jesus aber wies sie streng an: Nehmt euch in Acht, niemand darf es erfahren. Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dir leef leit, da wüsstet vielleicht, es schon bald 24 Jahre a Japan gefunden. An eng Religion a Japan, das ist der Shintoismus. Da gehen et wunderschön Tempel in den Schrein. Aber wenn in so einen Schrein geht, da muss so ein kleinen Klack lauten. Für das der Gott, den du verehrt, geht merkt, dass ihn du hast. Aber wenn gern hat, dass das Gebiet, ob das gelauscht wird, ja, dann muss ihn beschenken.
ein Fass Sake, ein Sack Reis. Und wenn wirklich ein Gebiet will, am Innersten vom Schrein, also wie für so an der Kathedrale, nicht draußen, da muss ganz viel Suche bezahlen. Und dann dürfen zu paar Personen herangehen, und da geht für ein Gebiet. Dass der Gott, den da verehrt wird, ja, wohlgesinnt ist für die Menschen. Da sieht wie verschieden Eisen Herrgott ist. Wie verschieden Jesus Christus ist. Weil wir haben einen Gott, der eine persönliche Relation hat mit Schiedvereinen. Wir haben einen Herrgott, den immer bei euch ist, der für euch da ist, der gesagt, wenn es dir nicht gut geht, der matt fehlt, wenn dir leid tut. Und ihr braucht gar kein Klack zu lauten. Den Herrgott gesagt ihr. Wir haben, wie an der ersten Lesung steht, ein hoher Priester, der weiß, was Leid ist. Weil hier war Mensch, wie mir. War krank und hat sich schon mal eine Schnapp, Fieber, wie er klein war. Und dann wird gesagt an der Lesung, wir haben einen Leser, einen hohen Priester, der weiß, was Versuchung ist. Und guck mal, was war dann die große Versuchung von Christus? Ich meine, die große Versuchung, die große Tentation, die wir an unserem Leben haben, ist, wenn es euch schlecht geht, wenn wir weh haben, wenn die Knie nicht mehr wollen, wenn der Rücken weh tut, wenn er nicht mehr gehen kann, wenn er auf andere angewiesen ist, dass er dann die Schönheit von der Welt nicht mehr gesagt, mehr auf sein eigenes Leid konzentriert ist. Das ist die größte Versuchung am menschlichen Leben. Das ist die Versuchung bei Alter und Krankheit. Und da gucken wir zu Jesus. Wie hat er nicht da gemäht? Er hat so ein Kreuz genäht gehen. Das Kreuz guf abgeriecht. Und von dem Moment an war kein Millimeter an seinem Körper, wo er nicht weh hat. Der ganze Körper geht raufgezogen. Er muss sich anstrengen, für zu atmen. Aber wenn er so wie mir, da wäre schon auf sein eigenes Leid zentriert. Und das ist lang, und hängt oben. Maria de Johannes stehen innen. So wie wir so lang spielen am Alltag. Aber hier geht der Versuchung, verzweifelt zu sein, nicht nur. Hier geht der Versuchung, auf sich zentriert zu sein, nicht nur. Hier guckt, ob Maria und ob der Johannes unter dem Kreuz. Hier möchte sich sorgen für sie. Und es schwätzt sie an. Und damit fließt vom Kreuz Trost. Und den Trost geht auf Maria. Und was sieht man vom Johannes aus, geht sie sozusagen den Trost da weiter. Ja, das Lied möchte das Belang für die Schönheit von der Welt.
Plan für die anderen Leute. Das irgendwie menschlich. Wir sind alle Guten so. Wenn ein Kind krank ist, wenn es Zahnweh hat, wenn es Fieber hat, da kriegt es nur seine Mama. Die muss da sein, ein gut Wort tun. Und wir wissen, wir sind nicht viel ernst. Aber wie viele Leute sind nicht begegnet am hohen Alter, wenn sie krank waren, wenn nicht mehr gegangen ist, die da wirklich und ihr Mama getäuscht haben. Wir kommen auf die Belanheit zurück. Wir sind belang. Penghun. Alors, que faire? Nous voyons dans l'Évangile que deux aveugles vont à la suite de Jésus. En fait, c'est une chose merveilleuse en soi. Deux aveugles qui ne peuvent pas voir Jésus, qui le connaissent seulement de ouï dire. Ils se mettent en route pour suivre Jésus. Et je m'imagine comment ils s'entraident sur cette route pour trouver la bonne direction pour aller vers Jésus. Et alors, Jésus, qui voit bien leur handicap de ne rien voir, il entame un dialogue. Et à la fin de ce dialogue, il y a la guérison. Ils peuvent voir de nouveau. Et la consolation que nous recevons à la cathédrale est un peu de cet ordre. Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir la beauté dans notre vie, pour que nous puissions voir les autres qui nous entourent, le personnel dans les maisons de retraite, allant de l'infirmière à l'aide-soignant, aux gens qui sont à la porte, aux cuisiniers, tous des gens indépendants de nous, qui ont leur vie, mais qui, dans leur travail, sont à notre service. Et cette consolation que Dieu nous donne à travers sa mère peut ouvrir notre cœur à la gratitude. Je pense aussi à la pastorale des malades. Mais c'est merveilleux. Des gens vraiment donnés, à donner pour vous. C'est beau. Même dans l'âge, quand la maladie, la douleur veut nous isoler, nous ne sommes pas seuls. Und so will man da beten, dass der Herrgott als annehmen möchte, dass wir mit Staunen an Dankbarkeit gesehen, dass auch wenn alles wehgeht, auch wenn wir das ganze Leben spüren, immer nach Leid für uns da sind. An der Glauben erscheint, dat man meesterhaft gesot krit an de Predigten, mit Liewen as och schein. An Liewen as och schein, wann et eis net so gut geht. Ich hoffe, leif Leid
dass dir die Schönheit vom Leben ein bisschen spüren könnt. Dass das erst Satisfaktion und Trost gibt. Weil das Gefühl, da könnt von Gott an als Lebensträgerin vermittelt das für uns. Amen. Und zusammen wollen wir unsere Glaube bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ob die Vierspruch von unserer Trägerin, der Mann von der Barmherzigkeit, wenden wir uns an den Herrgott, erfrohen hier um Hilfe an der Not von unserer Zeit. An dieser Zeit werden viele Menschen auf Heilung. Herrgott, wir vertrauen dir all kranken Menschen und erbitten, dass sie gesund gehen und die Last von ihrem Leid packen. Christus, heie uns. An dieser Zeit werden viele Leute, viele Menschen auf Heilung. Herrgott, wir vertrauen dir all eler Menschen und erbitten, dass sie sich an ihre Familien oder an die Gemeinschaften von ihren Häusern, wo sie gepflegt und versorgt gehen, geborgen fühlen. Christus, heie uns. An dieser Zeit werden viele Menschen auf Heilung. Herrgott, wir vertrauen dir die unterschiedlichen Generationen an, erbitten, dass wir erkennen, dass all Alter sein eigenes Reichtum hat und dass wir von dem anderen lehren können. Christus, heie uns. De nos temps, beaucoup de personnes attendent une guérison. Seigneur, nous te confions les personnes qui se sentent seules et abandonnées, qu'ils rencontrent des personnes qui leur tendent une main. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. De nos temps, beaucoup de personnes attendent une guérison. Seigneur, nous te confions les personnes qui investissent dans les soins des personnes âgées ou malades, que leur engagement soit valorisé par des paroles reconnaissantes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. An dieser Zeit werden viele Menschen auf Heilung. Herrgott, wir vertrauen dir als Welt an, erbitten ein Ende vom Krieg an der Ukraine, gerechte Strukturen an eine Menge sozial faire Verteilung von den Gütern von unserer Erde. Herrgott, heie uns. An dieser Zeit werden viele Menschen auf Heilung. Herrgott, wir vertrauen dir als kirchliche Gemeinschaft und erbitten, dass die synodale Gedanken, der Wunsch verkriegt mischt, ein auf den anderen zu lauschen, an neue Werte sicher für die Glauben an dieser Zeit lebendig sind zu lassen. Herrgott, heie uns. An dieser Zeit werden viele Menschen auf Heilung.
Herrgott, mir vertrauen dir ganz besonders als Leverstürven an all die du wennst trauern. Herrgott, hör eis. Das sind als Gebirge, die mir ausgeschwart wurden. Wir haben alle Gute nach viel an unseren Herzen, an einem Moment voraus, wollen wir sie für uns durchspringen. Durch Christus, unseren Herr. Amen. Lassen wir beten. Herr, los den Heilige Geist dabei Skove kommen, dass sie durch seine Kraft zum Leib und zum Blut gibt von dem Sohn. Hier nicht von Maria als Menschennatur ugeholt. An dieser heiligen Feier soll den Eis sein göttliches Leben schenken. Dafür beten wir durch ihn, Christus, unseren Herr. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit ihr das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
gibt leider alle Guten, holt euch einfach Platz, dass mir einfach auch für die Leute, die haben sind, da gesehen sie besser. Merci. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit dem und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre
jetzt und in Ewigkeit. Und so können wir dann zusammen beten, wie der Jesus selber uns gelehrt hat. Und wir können beten, als Papa im Himmel, wir können auch Vater unser, Notre Père, Pai Nosso, Padre Nostro, den Spruch, mit dem wir normalerweise beim Herrgott schwätzen. Als Pap am Himmel, dein Name sei verherrlicht, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweih auch dein tägliches Brot, verzeih uns unsere Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir mach uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. An dem Herrgott sei Frieden soll immer mit dir sein. Seht Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Heilung. Dasein, zuhören, überlegen, führen, ohne einzuengen, einen Rat geben, Ruhe finden, eine verantwortungsvolle Entscheidung nehmen, Kraft schenken, Ohnmacht annehmen. Bei dir, Mutter, bei dir, Maria, bei dir, Trösterin, sind wir geborgen. Du und ich, ganz alltägliche Menschen, junge und ältere, traurige und frohe, gesunde und kranke Menschen. Jeder, der will, ist von dir angenommen. Ja, sogar, wenn ich es nicht erhoffe oder verdient habe, sogar, wenn ich es nicht will, bist du für mich da. Du führst mich auf den Weg der Heilung. Hab Dank dafür. Wir wollen nach ein Kehr beten. Herr Gott, du hast Allmacht. Am Sakrament, das wir empfangen haben, verkünden wir den Tod an die Oberstufe von dem Jung. Geweist Kraft für Matzinger Mammen an dem Kreuz zu stehen und Leid von ihrem Jung zu delen, für das wir auch so Deal haben aus seinem Oberstehen. Dafür beten wir durch jeden Christus, unseren Herr. Amen. Merci für das Schemas, all die diese vier berät und die dafür gesucht haben, dass die sind die wichtigsten, die auch kein Teil sind. Und eine große Merci für den wunderbaren Gesang, den uns während dieser Mass begleitet wird. Und da will man den Herrgott sein Segen beten. Und an dem Segen, da liegt den Trost dran, den wir brauchen, für mit Fried und mit Courage die Schönheit vom Leben zu entdecken. Den Herr sieft mit euch. An den guten Herrgott soll ihr sehnen, soll ihr beschützen, alldach von ihrem Leben. Der Pap, der Jung und den Heiligen Geist. Amen. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Leg vor, durch diese
Mi hunn Pilgermas vun den elere Matmënschen iwwerdroen aus der Oktav. Dir kënnt ze Dock nach enkeier mat verfollechen 18 an 23 Auer. Meier Schlusssondig vun der Oktav iwwerdro mat pontifikal Mass mat Erneierung vum Votum Solemne 10:30 aus der Kathedral, op alle Kanäle, Dock RTL2 an kathol.lu. An loschalt mat zréck an den Studio.